Meine Damen und Herren, ich hätte eine Idee. Ich werde jetzt gleich in den Saturn reingehen. Und ich habe dabei meine neue CD. Weierer, ein Lied, eine Freiheit und ein Watschen. Die gibt es ab 3. Mai, aber ich bringe es jetzt schon ein. Und dazu muss ich mich tarnen, das ist ja sowieso klar. Muss ich meine Tarnmützen aufsetzen, weil sonst erkennen sie mich ja schon. Das machen wir folgendermaßen. Ich setze meine Tarnmütze auf. Schaue ich blöd nur aus. Und dann gehe ich zum Infostand, gell, und dann sage ich, entschuldigen Sie, haben Sie schon die neue CD vom Weierer, weil ich hätte sie gerne. Gell, und dann wird der sagen, oh, muss er nachschauen in seinem Computer, und dann schaut er nach und dann sagt er, ab 3. Mai gibt es die erst. Gell, haben Sie Pech gehabt, gibt es ab 3. Mai, und ich sage, ja, und dann komme ich wieder, oder? Am 3. Mai schaue ich vorbei und er sagt, ja, haben Sie es dann sicher da? Sagt er, na logisch, und dann gehe ich. Dann gehe ich, sage ich, vielen Dank, auf Wiederschauen, gell? Und dann gehe ich, und ganz zufällig gehe ich am Weierer Regal, an Rock, Pop, Deutsch, gehe ich vorbei, gell? Und zufällig sehe ich da die CD und ich sage, was ist jetzt? Gell? Was ist denn das? Was soll denn das? Und so ein Scheißdreck, sage ich, und der wird sagen, was führen Sie einer denn so auf? Und dann sage ich, naja, was blärmst mit den du so, du Rindviech, du Blätz, ich sehe doch diese CD da, wie gibt's denn das, wenn es die noch gar nicht gibt, dass die da schon gibt? Und dann wird er sagen, ja, das weiß er jetzt auch nicht, was ist denn das? Und ich sage, ja, ich weiß auch nicht, was ist denn das? Und dann sagt er, ja, jetzt muss er nachschauen. Und dann schaut er wieder nach in seinem Computer, sagt er, nein, er hat keinen Lagerbestand im System. Und ich sage, ja, und, das interessiert mich nicht, da steht's doch, im Regal steht's doch drin. Und dann sagt er, ja, muss er überprüfen, gell? Und dann ruft er an bei der Chefsekretärin und dann sagt er, sie hat da nichts reingestellt, und ohne dass ich was weiß. Und dann sagt er, telefoniert alle Leute durch bis runter zur Putzfrau. Und die Putzfrau sagt auch, ja, entschuldigen Sie mal, ich stelle doch da nichts hin. Maximal nehme ich ab und zu was mit, aber ich lasse doch da nichts hin. Dann werde ich sagen, ja und, was kostet jetzt die CD? Und er wird sagen, na ja, er weiß ja nicht, die gibt es ja noch gar nicht. Und ich sage, ja, das siehst du doch, dass es gibt, oder? Wie gibt es denn das? Und dann sagt er, ja, maximal ein übernatürliches Phänomen. Und dann sage ich, sag einmal, kann das sein, dass du ein wenig saufst? Und dann sagt er, ja, es stimmt schon, er weiß und seine Frau sagt es auch dabei, das wird immer schlimmer, sagt er, mit seiner Sauferei, und im Bett bringt er es auch nicht mehr so recht. Und er hat sich jetzt schon überlegt, dass er eine Therapie macht, und ich sage, ja genau, das machst, gell? Und dann wird er irgendwann eine Therapie machen, dann geht er zum Therapeuten rein und der Therapeut sagt, grüß Gott, lieber Herr, schildern Sie doch mal Ihre Lage, schildern Sie uns doch bitte schön Ihr Problem. Und er sagt, naja, im Grunde hat alles angefangen mit einer Weierer-CD. Ich bin der Weierer und da bin ich daheim. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich am Türsteher nicht vorbeigekommen, der hat mir gleich eine geschmiert. Ja.